Heute machen wir feines Spargelrisotto mit grünen Spargeln. Patricia, was machen wir heute? Spargelrisotto. Nein! Wir jetzt. Ja, endlich Fantastisch, Spargel. endlich! Jawohl. Was braucht es noch dazu? Wir brauchen Olivenöl, Butter, Zwiebel, Risotto-Reis, Ja. Spargel, feine Bouillon, ein bisschen Käse, Herdöpfelgewürz und Steckhauspfeffer. Da bin ich jetzt schon mega gespannt drauf. Dann schauen wir nachher, ob du auch noch gespannt bist. Freue mich. Bis Ja, nachher. bis nachher. Danke. Oder ob du nachher zufrieden bist, müsste man sagen. Dann legen wir los mit unserem Risotto. Super feine Schweizer Spargel. Mal heute mit der grünen. Habe ich teilweise schon vorbereitet, aber ich sage es gern, wie ich das mache. Also bei dem weißen Spargel muss man wirklich das Ganze schälen, oder? Bei dem grünen muss man das nicht. Aber der untere Abschnitt hier schälen wir auch. Und das werden wir aber auch brauchen für dieses Rezept. Deswegen kann ich auch großzügig hier schneiden, weil ich das alles verwendet werde. Ich sage es gerade wo. Und dann schälen wir auch wenn sie jetzt schon sehr zart anfühlen, sind super frisch. Aber ich nehme hier das Material auch und daraus machen wir eine schöne Bouillon, weil das brauchen wir für unser Risotto. Was braucht man eigentlich für ein Risotto? Das ist genau eine Bouillonbasis, mit dem werden wir den Reis nachher lang kochen, rühren, dass es schön cremig wird, oder? Es muss so eine schöne Konsistenz haben. Ich rüste hier weiter, oder? Sonst rede ich ja nur. Und das brauchen wir. Jeder Risotto braucht so eine Bouillon quasi. Sehr oft nehmen wir die Zwiebel auch noch für den Reis. Wir brauchen einen Risotto-Reis. Und damit das richtige Risotto ist und das richtige Risotto gibt, brauchen wir wirklich einen Risotto-Reis. Nämlich solche, die eher ründlich sind. Und man könnte zum Beispiel nicht einen Basmati-Reis nehmen, oder? Die würde man auch vorher spülen, den großen Teil von dieser Stärke wegnehmen und dann habe ich ganz lockeren Reis. Und im Risotto will ich genau das Gegenteil, ich will das alles so ein bisschen zusammenhaftet. Deswegen sind die haben einen höheren Stärkeanteil, das will ich auch. Ich habe jetzt gezeigt, aber ich zeige jetzt nochmal, ich will noch etwas dazu sagen. Die sind klein und ich nehme nachher Zwiebeln. Ich nehme heute hier die gefrierte getrocknet vom Stedi und sie sind schon sehr klein geschnitten und das ist gut so, weil ich will nachher keine größere Stück Zwiebel haben, die quasi größer sind als diese Risotto-Reis, oder? Bei Risotto ist es ein einfacher Gericht, ist wirklich einfach zuzubereiten, aber es hat so einige Details, worauf man achten muss. Die Pfanne nehme ich gerne hier zum Zeigen. Das hier nehmen wir für den Bouillon. Alles, was wir hier rausgeschnitten haben, nehmen wir für den Bouillon. Ich habe sogar hier noch ein bisschen rausgeschnitten, vorher schon, die nehme ich auch gern. Und dazu nehmen wir den Bouillon selber vom Stedi, mische ich wirklich da rein. Das allein gäbe schon eine Bouillonbasis. Aber ich mache eine Spargelrisotto, also dann kann ich diese Bouillon quasi mit Spargel aromatisieren, oder? Ich habe das sowieso, ich habe das hier geschält, ich habe die Teile am Spargel, die schon holzig sind, der untere Teil, habe ich sowieso rausgeschnitten, vorher gut gespült, sie kommen ja aus der Erde direkt, ne? Und die mache ich jetzt auf dem Herd und da kommt jetzt der Trick. Und das ist wirklich eine Empfehlung. Ich verdiene nichts damit, aber das finde ich, das ist der Küchengerät, ist vielleicht übertrieben, die man zu Hause haben kann. Ein Dampfkörperli braucht weniger Platz und so spare ich eine Pfanne. Ich mache das wirklich da rein, der größte Teil vom Bouillon bleibt unten und jetzt das hier schneide ich so schön, ein bisschen schräg. Die Spitze lasse ich noch. Das sind so ganz eigentlich dicke, schöne Spargel. Dann schneide ich sogar in die Mitte noch. Weil sie sollen nachher auch nicht so riesig sein in dem Risotto drinnen. Das wollen wir nicht.
So, nehmen wir alles zusammen. Und das kommt, kann hier einschalten natürlich. Und das kommt hier auf dem Dampfkorb. So schwimmt das nicht in dem Bouillon. Ja, das kommt da drauf. Ganz schön. Die Spitze brauchen auch weniger lang. Die lege ich oben drauf. Kann man wirklich gut so in Schicht arbeiten. Da sind noch einige. Ich könnte jetzt die Spargel kleiner schneiden und direkt mit dem Reis andünsten. Das will ich aber nicht machen. Ich will, dass wirklich nachher die Stücke noch schön aussehen im Reis. Deswegen mache ich das so getrennt. Solange dort jetzt kocht, kann ich mit dem Risotto anfangen. Decken wir das zu. Nicht, dass hier die ganze Bouillon verdünstet, das brauchen wir nachher. Und dann kann ich mit dem Risotto anfangen. Also mit dem Reis meine ich. Auch hier einschalten. Olivenöl rein. Nehme ich schon den Reis zu mir näher. Zwiebel. Auch da ist gefriert getrocknet. Also 10% nehmen von das, was wir bei frischen Zwiebeln nehmen würden. Sonst geht genau gleich wie mit frischen Zwiebeln. Kurz anbraten. Die saugt schön hier aus dem Öl, saugen sich mit Öl voll und sind wie frisch. Schön da. Die Spargel wollte ich jetzt nur so ein bisschen vorkochen. Es kocht hier fest. Jetzt probiere ich das rauszunehmen, ohne meine Finger zu verbrennen. Ohne dass die Spargel da verloren geht. Es geht wunderbar, wie eine Blume macht es sich auf. Lasse ich kurz hier. Bouillon ist jetzt bereit. Was ich aber merke, es hat doch ein bisschen verdünstet jetzt, weil ich keinen Deckel drauf hatte. Und vielleicht habe ich nachher nicht mehr genug für die Risotto, oder? Das braucht man noch lang. Hier immer wieder Bouillon. Dann gebe ich einfach ein bisschen Wasser dazu, was vorher verdünstet hat. Verdünstet hat. Was nachher weg ist sowieso Wasser gewesen. Die hier ist schon mal auch soweit. So. Dann kommt der Reis hier rein. Jetzt will ich nicht, dass wieder verdünstet, ne? Beim Risotto ist so eine Sache, man muss wirklich viel rühren. Also so mal hier, dass überall Olivenöl in diesem Reis ist. Lasse ich ein bisschen da. Nehmen noch so etwas zum Bouillon schöpfen. So, haben wir hier eine Kelle. Was ich jetzt hier auch machen könnte, ich könnte jetzt noch ein bisschen Weißwein zum Beispiel hier einleeren als erstes, aber ich mache vom Anfang an mit Bouillon. Ein bisschen heißer machen. Und jetzt, die ersten zweimal, kann ich wirklich genug Bouillon reintun, weil ich weiß, es wird nicht so schnell anbrennen. Gut, so muss es sein. Dann gebe ich hier zweimal oder sogar noch ein bisschen dazu. Und wieder rühren. Du siehst, Bouillon kocht sogar noch, also es muss nicht so stark kochen jetzt, aber es soll auf keinen Fall kalten Flüssigkeit hier in dem Risotto reinkommen.
Das würde das Ganze, was ich jetzt will, das schön sämig wird, oder? Das würde es stören. Dann würde man quasi mit dem kalten Wasser oder kalten Bouillon die Reis wie so verschrecken. Sie ziehen wieder ineinander und dann haben wir schön diese Cremigkeit nicht. Deswegen immer wieder rühren, rühren, rühren. Ich habe den Spargel hier noch bei Zeit. Genau das Gleiche, was wir jetzt mit dem Spargel machen, können wir im Herbst mit feinen Pilzli machen. Wir können mit Kürbis machen, sehr fein. Wir können einfach mit Gemüse machen. Verschiedene Gemüse, alles möglich. Jetzt kann ich schon wieder Bouillon reinmachen. Also die ersten 2 Mal, wie gesagt, darf viel sein. Auf einmal. Ich könnte das natürlich so erst siebeln, dass ich sicher bin, dass keine Spargelansatz hier reinkommt. Aber ich finde, man kann auch vorsichtig arbeiten und aufpassen. So. Wenn ich jetzt eine Pilzrisotto machen würde, würde ich vielleicht schon am Anfang ein Teil anbraten und wieder ein bisschen separat machen. Also in Butter am Schluss vielleicht und erst dann gegen Schluss geben. Da mache ich so zusammen hier. Machen wir wieder ein bisschen heiß. Oh, nicht so viel. Jetzt würde ich sagen, von der Zeit her reicht, dass es auch noch warm bleibt und ich sieble jetzt kurz, weil ich am Schluss hier wirklich sehr viel Ansatz habe und das will ich nachher nicht in meine Risotto rein haben. Dann kann ich das gut. Sehr vorsichtig. So, habe ich hier. Jetzt darf ich wieder ein bisschen heißer machen. Die kann ich abstellen dort hinten. Das Rühren nicht vergessen. Ich kann jetzt am Anfang noch ein bisschen lassen. Ist nicht so schlimm. Kann ich kurz die Sache aufräumen. Aber je öfter ich rühre, desto cremiger oder sämiger wird auch diese Risotto. Und das ist das Ziel. Wenn man jetzt ganz genau schaut, man sieht eben keine Stück Zwiebel. Oder deswegen, wenn man frische Zwiebeln nimmt, wirklich möglich fein schneiden. Wenn man aber gefriert getrocknete hier nimmt, die sind eben schon klein geschnitten und das ist sehr praktisch. So, lassen wir die da aufkochen. Wie hier kontrollieren, dass sie wirklich, jawohl, sie sind noch schön sehr bissfest, das ist schön. Die gebe ich nachher dazu, nicht vom Anfang an. Der Vorteil, wenn man so in Dampfkörbchen kocht, ist, dass die wirklich schön bleiben. Sie bleiben wirklich schön in Form, saugen sich nicht voll mit der Flüssigkeit, geben aber doch auch ein bisschen Aroma an der Flüssigkeit runter. Und jetzt sowieso, weil wir noch die Schale genommen haben und die Ansatz. Was ich jetzt machen werde, ist wirklich mehrmals jetzt immer wieder Bouillon dazu geben, rühren, warten, bis das ganze Bouillon verdünstet hat. Verdünstet ist, ich muss das, glaube ich, kontrollieren, wie man das sagt. Man lässt wirklich, bis man merkt, ja, jetzt bilden sich schon so Löcher oder es kommt wie so kleine, ja, wie kann man das sagen, Geysers? Nein, es sind so kleine Bodenquellen. Also man sieht, jetzt warte ich noch ein bisschen, da sieht man gut, wie jetzt anfängt so
Löcher zu machen, als würde wir ein bisschen so atmen, das Ganze. Wie am Strand, wenn die Wellen wieder weggehen, dann kommen so die Krebsli runter. Und das sieht man auch so hier. Guter Vergleich, ne? Und wenn es so ist, dann kann man nochmal Bouillon geben. Jetzt gebe ich wieder weniger. Die ersten 2 Mal bin ich mir sicher, es verbrennt nicht. Und es wird nicht verkochen. Das ist vor allem der Punkt beim Risotto. Immer wieder bestellt man Risotto irgendwo und dann kriegt man etwas, was verkocht ist oder man kriegt etwas, was noch roh ist. Ich finde, das ist die größte Herausforderung. Der richtige Punkt, richtige Zeitpunkt erwischen, in dem man die Pfanne abstellen soll. Man soll die Pfanne abstellen, solange noch Flüssigkeit drinnen ist. Der Reis saugt sich nachher noch voll mit Flüssigkeit. Aber nicht zu früh abstellen, dass der Reis verkocht ist. Und hier weniger. Und dann immer wieder rühren. Also jetzt sieht man, finde ich schon, dass diese Bouillon hier so dicker ist, oder? So wie die Soße von dem Risotto. Ist schon dick. Also der Reis gibt jetzt schon ein bisschen von dieser Stärke ab. In die Umgebung hier, in die Pfanne-Umgebung. Und das ist, was die ganze Soße zusammenbindet. Machen wir immer, wenn wir zum Beispiel Maisstärke verwenden in der Küche, das wollen wir auch binden, oder? Dass wir auch Soße binden mit Maisstärke. Da machen wir auch, wenn wir bei dem Spaghetti oder beim Nudeln ein bisschen von dem Kochwasser nehmen, in die Soße mischen, dann gibt auch diese Sämigkeit, das ist immer die Stärke, die da für uns arbeitet. Mache ich das aber nicht bei einem Basmati-Reis, weil da will ich genau, dass der Reis so locker bleibt. Und beim Risotto schon. Jetzt gibt es schon wieder die Löcher, ich kann weiter rühren. Das ist wirklich halb meditative Gericht, oder? Ich kann hier noch überlegen, okay, was koche ich auch noch morgen? Und was trinke ich dazu? Hat man schön die Zeit. Also jetzt ist hier der Bouillon wieder weg. Geben wir noch ein bisschen dazu. Habe ein bisschen zu viel. Aber ich sehe auch, die Reiskörner, sie sind noch nicht so weit. So. Was ich aber jetzt mache ist, solange dort kocht, nehme ich das hier wieder beiseite und ich nehme für mich jetzt, nehmen wir die Flüssigkeit da weg. Nur weil ich nachher das schön auf dem Teller haben will, ich nehme hier die Spitze weg. Nehmen wir so, die sind schön, so die 3 Spitzen weg. Jetzt für den Moment alle, aber die nehme ich nachher in ein Risotto mit. Und jetzt mache ich die Spargelteile hier rein. Wir haben vorher nicht so lang gekocht, oder? Dann sind sie noch schön bissig, so bissfest. Kann man gut hier im Risotto mischen. Es ist wichtig, dass die Stücke so, wie sagt man so schön, mundgerechte Stücke geschnitten sind. Weil ein Risotto sollte man ohne Messer essen können. Und dann muss ich das nachher nicht schneiden. So. Lassen wir noch weiter. Werde ich jetzt eigentlich so lang machen, bis der Reis fast gar ist. Und dann stellen wir ab. So, ich kann jetzt gleich nutzen, um hier probieren. Weil wenn ich merke, oh, es fehlt jetzt an Salz, dann könnte ich zum Beispiel noch ein bisschen Salz geben. Ich bin fast
Gut. Gebe ich jetzt in Bouillon ein bisschen Herdöpfelgewürz dazu. Wirklich mit dem Feinstreuer da. Es hat schon fast genug Salz, aber es darf noch ein bisschen sein. Das ist der Vorteil, wenn man eben zwischendurch probiert, oder? Dann merkt man merkt auch, wenn zu viel ist, dann könnte man nachher aufhören mit dem Bouillon und zum Beispiel einfach warmes Wasser nehmen oder heißes Wasser nehmen. Das würde auch gehen, dass ich nicht noch mehr Salz dazu ins Gericht bringe. Warten wir da noch ein bisschen. So. Schön. Sehr schön. Jetzt würde ich sagen, es ist auch Zeit, dass wir die schöne Größe Spargelköpfchen hier eingeben. Die 3 lasse ich noch für auf dem Teller. Warum gebe ich das so langsam oder nach und nach? Weil der untere Teil von dem Spargel, die brauchen länger, bis sie gar sind. Die Spargelköpfchen, sie sind so schnell durch. Und jetzt vom Gefühl her geht hier wirklich nicht mehr lang, bis die Körner auch gekocht sind. Ich kann das sogar jetzt bei dem Reis probieren. Immer gefährlich, die Zunge zu verbrennen mit Reis. Genau. Sie sind fast soweit. Und ich habe noch Bouillon. Was würde ich jetzt machen, wenn ich merke, oh, Reis ist noch roh und ich habe nicht mehr genug Bouillon? Einfach wieder ein bisschen Bouillon zubereiten oder einfach heißes Wasser dazu. Die Bouillon da vom Steh, die muss man nicht mal aufkochen zuerst, dann könnte ich wirklich noch ein bisschen warmes Wasser nehmen. Das warmes Wasser geht es nur darum, dass, wie vorher schon gesagt, dass ich hier nicht kalte Flüssigkeit reinmische. Aber einfach ein bisschen Bouillon rein und wenn ich merke, nein, es ist schon genug Salz da, dann nur warmes Wasser nehmen oder heißes Wasser. Da lassen wir jetzt schön hier kochen. Hole ein bisschen Stickhuspfeffer. Nicht zwingend, aber ich habe das sehr gern. Und ich finde, es passt. Ein bisschen Pfeffer im Risotto. Kann auch auf dem Tisch lassen und jeder kann für sich schon auf dem Teller tun. Also, jetzt kommt der Moment. Ich gebe noch ein bisschen Bouillon, aber nicht mehr viel. Also ich habe nicht alles gebraucht. Das ist wirklich schwierig einzuschätzen vorher. Es ist nicht wie beim Reis, die man kocht und sagt, ja, Reis und dann 1,5 Mal Wasser oder 2 Mal Wasser, je nachdem, was für Reissorte ist beim Risotto. Finde ich zumindest nicht so einfach. Ich finde keine solche Regel. Wenn eine gibt, bitte schreibt darunter für mich, ich würde es gern wissen. Aber jetzt sieht man, es hat noch Flüssigkeit, aber nicht mehr so viel. Jetzt ist der Moment, wo ich hier schön zudecke, abstelle, warte, aufräumen und dann machen wir nachher weiter. Was ich jetzt eigentlich auch noch geben kann, Entschuldigung, ich kann auch nachher, aber ich mache jetzt lieber. Nachdem ich abgestellt habe, gebe ich ein bisschen Butter dazu. Das hilft, dass noch sämiger wird. Also wirklich nicht viel. Ein bisschen Butter. Könnt ihr jetzt natürlich den Käse auch schon reinmischen, aber ich mache lieber nachher. Schön rühren, bis die Butter nur schön verteilt und aufgeschmolzen ist. Klopfen, klopfen, klopfen. Und dann zudecken
Und jetzt können wir aufräumen, vorbereiten und nachher probieren. Gut, also jetzt haben wir ein bisschen da gelassen und ich würde sagen, es ist soweit. Kann man schön Platz machen. Und dann hier schön. Siehst du, was ich meine? Jetzt hat es noch ein bisschen Flüssigkeit. Es haftet alles zusammen mit dem Reis. Schön sämig, cremig. Ui. So. Machen wir schön so. Und die 3 Spitzen, die ich hier gelassen habe, die kommen so schön da. Dann können wir den stetig beeindrucken, wenn er kommt. So, voll. Da tun wir noch putzen nachher schön. Gut. So, fertig. Und jetzt holen wir ihn zum Probieren. Wow, schau mal das an. Mit Spargelspitze. Spargelrisotto. Es sieht fantastisch aus. Aber schmeckt es denn auch fantastisch? Das ist wichtiger, würde ich sagen, oder? Komm, probieren. Schon, ne? Ich gebe es dir gern. Dankeschön. Willst du noch ein bisschen Parmesan oben drauf? Oh, hättest du? Ja, gern. Das ist mega. Ja, ich habe extra vorher nicht. So schau mal. Da vorher hat es noch keinen drauf gehabt. So. Sehr gut. Und jetzt probiere ich. Ich probiere gleich mit. Dann kannst du reden und ich kaue. Miteinander. Ja, sie muss immer ein bisschen länger kauen. Ja, also. Aber das macht nichts. Ich bin da recht flexibel. So, einen guten. Einen guten. Schön sämig, so sagt man dem, glaube ich, im Risotto. Der Geschmack ist fantastisch. Man merkt die feinen Spargel, die frischen. Sehr gut. Ich bin auch zufrieden. Also zufrieden oder ja, happy? Nein, ich finde es super. Ich finde super. Also ich mag die Rezepte, ich liebe Spargel. Ich freue mich, dass es jetzt wieder Spargel gibt. Ja, ich würde nur sagen, probier auch selber die Hai. Ich nehme jetzt aber nur das Köpfchen. Ja, machen wir. Wenn schon da machen wir beide. Schau mal, ein riesen Kopf. Ja. In das Restaurant komme ich ganz einfach wieder essen. Hast du gut gemacht. Danke vielmals. Mega. Wenn du probiert hast, auch gern hast, nicht vergessen. Da unten. Wir machen wirklich mit viel Liebe das für dich. Also abonnieren, oder? Abonnieren. Und dann? Glöckli. Und dann? Nachrichten einen Kommentar schreiben. Ist gut. Schreibt. Und schreibt unbedingt, was willst du hier sehen? Was sollen wir hier kochen? Und dann machen wir gern. Am liebsten hätte ich Bouleflügel. Einfach, dass ihr es mal gehört habt. Ist gut. Also, wissen wir noch nicht, wie wir das machen, und Patricia schafft genau, keine Ahnung, aber probieren wir halt. Also, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao miteinander. Ciao. Danke. Gut. Wow. Jetzt, wer ist jetzt die letzte Du Spitze? darfst die haben. Komm. Nein, wir können teilen. Nein, das ist für dich. Nein, wir teilen. Hau rein. Wir teilen. Hau rein. Wir teilen. Guck. Nimmst du den Hinterteil, nimmst du den Vorderteil.